Katzen sind die besten Mütter, die man sich vorstellen kann. Schon wenn sie merken, dass sie Junge bekommen, untersuchen sie jedes Winkel im Haus und im Stall, um ein schönes, ruhiges und warmes Plätzchen zu finden. Und wenn die Kleinen geboren sind, dann gurren sie und schnurren sie, tun sie wäschen und streicheln und geben ihnen Milch. Das geht aber nur etwa 6 Wochen. Und dann wollen die meisten Katzenmütter auf einmal nichts mehr von den Jungen wissen. Von dann an müssen sich die jungen Kätzchen selber durchs Leben bringen. So ist es auch unserem Babettli gegangen. Wo sie mal von einem Spaziergängli heimgekommen ist und wollte bei der Mutter Milch trinken, hat sie mit den Pfoten eins geputzt, dass es gerade überkugelt ist und gemaunzt: «Mau, jetzt bist du groß genug. Schau selber, wie du Schlag kommst. Mau!» Da ist Babettli gestanden. Traurig ist sie im Feld und im Garten herumgeschlichen, hat Raupen und Insekten gefressen, weil sie noch keine Mäuse fangen konnte, und etwa nach einer Woche hat sie vor sich hingemaunzt: «Mau, das ist ein Hundeleben, ist das. Ich suche mir jetzt eine Familie und ein Haus, das ich übernehmen kann.» So hat sich das Babettli auf die Suche gemacht, bis es zu einem weißen Haus angekommen ist mit grünen Läden, mit einem Blumen- und Gemüsegarten, und nebenzu war eine Garage mit einem schönen, glänzigen Auto drin. Das Babettli hat sich alles gründlich angeschaut. «Au, diesen Leuten geht's meine gut. Und Kinder haben sie auch keine. Das würde mir passen. Es ist immer besser, wenn man zuerst da ist.» Das Babettli ist ums Haus herum und sieht einen Mann und eine Frau an einem Tisch sitzen beim Zmorgen. Vor dem Fenster hat es ein Flügelgitter gehabt. Und dort ist das Kätzchen aufgekrabbelt und hat jämmerlich angefangen zu brüllen. «Mau! Mau!» Manchmal ist es extra runtergebürzelt und wieder raufgekrabbelt. «Mau! Mau!» Die Frau hat die Kaffeetassen abgestellt. «Schau, das arme Bussi. Es möchte rein. Vielleicht hat es Hunger. Ich gebe ihm Milch.» Genau das hat das Büsi wollen. Aber es hat schon gewusst, dass es nicht so einfach ist. Da hat es nämlich noch einen Mann gegeben. Und der hat angefangen zu futtern. «Du weisst doch, dass ich Katzen nicht ausstehen kann. Überall hat es den Haar von diesen Viechern. Also Katze kommt mir nicht ins Haus. Hast du verstanden, Christine?» Die Frau hat den Mann verwundert angeschaut. «Mach doch nicht so einen Radau, Schatz. Ich gebe ihr nur ein bisschen Milch. Und dann tue ich sie halt wieder raus.» Und während der Mann noch weiter geschumpfen und gefuttert hat, wo war das Kätzchen? Im Haus hinein. Und hat Milch geschlabbert. Es hat schon gewusst, wie man mit Männern umgehen muss. Das hat es schon bei seinem Katzenmami gelernt. Das Babettli hat getan, wie wenn der Mann gar nicht da wäre, und mit der Frau angefangen zu gopen. Sie hat es gestreichelt. «Jö, bist du ein Herziges? Jö, ein schnussiger Putzger.